wir stehen heute zusammen, weil sich als Arbeitskonditionen regelmäßig verschlechtern. Jede zu tragische Vorfall soll kommen, haben sich den OGBL als Landesverband mit ihren Personalvertretern aus Sicherheitsgründen und zum Schutz von den Chauffeuren und unserer Klientel dazu entschlossen, diese Piquet zu organisieren. Kolleginnen und Kollegen, wir stehen heute zusammen, weil sich als Arbeitskonditionen regelmäßig verschlechtern. Weil immer mehr Leute von uns krank gehen, und weil die Chauffeuren auf einen Punkt gekommen sind, wo menschliche Grenzen überschritten werden. Auch noch jahrelangen intervenieren bei der TIS-Direktion, dem TIS-Büro, Deputé Mähren, sind wir auf einen Punkt gekommen, wo es einfach nicht mehr geht. Jede zu tragische Vorfall soll kommen, haben sich den OGBL als Landesverband mit ihren Personalvertretern aus Sicherheitsgründen und zum Schutz von den Chauffeuren und unserer Klientel dazu entschlossen, diese Piquet zu organisieren. Am Namen von der Landesverband OGBL-Sektion so nicht alle guten Leute, die heute präsent sind, dem OGBL, dem Landesverband, den Kollegen vom AVL, dem Sektor öffentlichen Dienst und allen anderen Betriebssektionen. Vielmals merci, dass Sie sich heute mit uns solidarisieren. Ganz nur Motto, zusammen stark. Kolleginnen und Kollegen, den 31. Mai 2018 als ein Brief vom OGBL und der Präsident vom TIS geschickt ging. Für uns Tanker am Südgemeinde-Kollektivvertrag können abzuholen. Bei einer Entrevue, die paar Wochen mit spät stattgefunden hat, als folgendes festgehalten ging. Der Präsident des TIS versprach, dass er den Punkt einer Anpassung auf die Tagesordnung der kommenden Personalkommission und des Büros setzen werde. Die beiden beteiligten Gewerkschaften werden über diese Ergebnisse informiert. Bis heute werden wir noch ob eine schriftliche Stellungnahme oder Antwort. Der 14. März 2019 hatten wir die nächste Entrevue. Aus dem Bericht geht hervor. Dabei wurde erneut das Thema einer Anpassung der Salariegehälter gefordert und die Gewerkschaften werden davon in Kenntnis gesetzt. Auch das ist bis heute noch nicht geschieht. Der 5. Dezember 2019, bei der letzten Entrevue zwischen der Personaldelegation und dem TIS-Büro, geht Folgendes aus dem Bericht hervor. Das Präsidium erklärte uns, dass es kein Syndikat hier in Luxemburg gibt, das seine Angestellten unter diesem Kollektivvertrag einstelle. Das ist allerdings nicht richtig. Des Weiteren existiere in diesem Kollektivvertrag keine Sparte, die der Tankermannschaft entspricht. Auch das ist nicht richtig. Der Aufwand, der entstehen würde, um diesen Kollektivvertrag so anzupassen, enorm wäre für die geringe Anzahl der Tankermannschaft. Der TIS-Präsident machte zur Tankerproblematik folgende Aussage. Laut ihm warte das Büro auf eine schriftliche Angabe der Forderungen des OGBL bezüglich der TIS-Salaries. Kolleginnen und Kollegen, das ist eine bewusste Verdrehung von den Tatsachen, von den ungekündigten Versprechen. Sind als Tanker der Mannerwert für Salariskollegen aus ihrer Gemeinde. Hun als Tanker keine Anerkennung verdient. Hun als Tanker kein Respekt verdient. Hun als Tanker kein Recht auf Lohngleichheit. Ohne als Tanker, die einen enormen wichtigen Job machen, dürfen kein Busser herausgehen. Ohne sie dürfen kein Busser getankt gehen. Ohne sie dürfen kein Kanner an die Schule gefeuert gehen. Ohne sie dürfen kein Klier von A auf B gefeuert gehen. Als Tanker sind Menschen wie die auch, liebe Politiker.
Als Tanker sind alle gut am Besitz vom Busführerschein, dem Code 95, aber bei Bedarf am Besitz vom Remorksführerschein. Et wurde auch die große CSV selber, die mit ihrem Slogan an der sozialer Mütze jeder Einzelnen zielt oder Partei von den einfachen Leuten groß Reklam für sich gemacht hat. Bis well hat nach kein Appes davon gesehen. Als Tanker auf jeden Fall nach nichts. Kolleginnen und Kollegen, wir gehen der CSV heute an eine Möglichkeit, ihre Slogan an die Realität umzusetzen. Dafür bleibt als Forderung ganz klar, dass als Tanker an der Südgemenge Kollektivvertrag sollen abgeholt gehen. Bravo. Und zwar mit der punktuell wird am Sport A3 für die Ouvrier 4 gesehen ist. Dieser Schritt soll schnellstmöglich über die Bühne gehen. Dieser Schritt soll zusammen mit den Gewerkschaften, OGBL an Landeshand, mit dem TIS-Büro erfolgen. Kolleginnen und Kollegen, im Menschenrecht ist es, wir können an dürfen auf eine Toilette gehen. Für einen Buschauffeur oder notamment für einen Chauffeur. Also höchst gesundheitsschädigend, wenn ihn bei maximalen Langzeiten von bis zu 4 Stunden und 30 Minuten keine Möglichkeit hat, auf eine Toilette zu gehen. Nierenprobleme und Erkrankungen von der Blase, Prostat und dem Darm sind Zweite von nicht können auf die Toilette gehen. Obwohl 2017 ein Zirkulär vom Civicol und sämtliche Bürgermeister gegangen ist, dass alle Terminus mit einer Toilette soll ausgestattet sein, sind noch immer Gemengen, die diesem Schritt nicht nachkommen sind. Obwohl heute sogar vom betreffenden Minister ein neues Finanzspritz zur Verfügung gestellt wurde. Wir fordern dafür schnellstmöglich an dat spätestens nächsten Monat den versprochenen Zugang, den wir letztes Jahr, den 14. März, vom TIS-Präsident gemacht haben. Den Zugang für zu Verding und Terminus Schule, den Zugang für die Musikschule zu kriegen, für dort dürfen Sanitäranlagen abzusichern. Auch ob den Terminus oder Schwemm à la Madeleine abgehen, fordern wir endlich eine Sanitäranlage. Kolleginnen und Kollegen, die Abbrecherhalle von Menschenrechten geht uns alle gut besuchen. TIS hat für eine recente Zeit der Congé, aber nicht krank war, alles als Arbeitszeit gezählt. Diese Regelung ist aber noch stärkem und vehementen engagierten Intervenieren beim TIS-Präsident, der Direktion, beim Civicol, aber beim Ministère de l'Intérieur und Zusammenarbeit mit der Personaldelegation nicht rückgängig gemacht gehen. Diese Regelung war frei erfunden und hat gegen Gesetzlage verstoßen. Heute schwätzen wir von einer Fotograf. Jeder von uns weiß, was nur einer Fotograf auf uns durchkommen. Wir sind heute nicht am Ruanda, in Westafrika oder in Indien. Bei uns gibt es ein Statut und ein Gesetzlage. Und da muss auch dir erst drin halten. Wir lassen es nicht zu, dass es so Sauereien in den Teppich gekehrt gehen. Von einer Sauerei zu der nächsten Sauerei. Wir fordern, dass all Mensch, den sein Ausstellungsexamen gepackt hat, direkt mit seinen 2 Jahren Stage aufhängen und nicht nach lang als CDD, die auf Folter gespannt gehen. Oder wie bei einem rezenten Fall, mal einfach so am Betrieb intern versagt wird. Heute müssen sich verschiedene Herren etwas aufhalten lassen und gucken, dass immer genug Plätze am Voraus kreiert gehen. Und sich Gedanken über den Employeen hier Sicherheit an ihre Karriere machen,
so kann an Dir dat net weitergoen. Kameradinnen a Kameraden, Ech hun huet Kangé an den Mund geholl. Kangé ass bei Eisen onwurt. Kangé ass e ganz grosse Problem bei Eis. Kangé, wat ass dat? Kangé de Rekreation, fir aufzuschalten, fir den Akkunis ze luden, fir nes op Takt ze sinn, net dat se un de Lack geht. Mir Spaß beiseit. Mir feieren halt kein Wurdech gegent. Mir Mënschen, Kanner, feiere mir an Schoul, a vun A op B. An e Schofer muss permanent op der Heicht sinn. A fir dat ze garantiieren, brauch e Schofer sei Kangé. Anzwer net wann et de Patron fir neidech fënnt, mé wann et de Schofer fir neidech fënnt. Sicherheit und Gesundheit von uns all muss garantiert sein. Viele Chauffeuren haben letztes Jahr für 2020 30 Stich Kangé dürfen aufrufen. Akuten das ist 20 akkordiert. Bis den 1. August ist es nicht möglich, ein laufend vor Kangé anzufrufen. Von Freitag und Samstags schon gar nicht zu schwätzen. Über 850 Rückgriffe von 2019 müssen getätigt gehen. Das heißt, über 10.200 Überstunden und Chauffeure müssen drummen. Für nur 4 Weekender am Jahr frei zu haben, das ist für uns Direktion eine ganz normale Sache. Für euch Chauffeuren ist das aber keine normale Sache. Die Herren aus der Direktion und auch als Großpolitiker, Deputé-Mären, wie gesagt, bei ihr an der Gemengen aus? Oder wie gesagt, bei ihr persönlich aus? Habt ihr auch schon 4 Weekender am Jahr frei? Dafür fordern wir deutlich mehr Personal mit einem Surplus von 5 bis 10%, dass Chauffeuren ihre Kangé kriegen. Das heißt, auch Kangé Freitag und Samstag. Am Männer Überstunden müssen drummen. Wir fordern eine Reduktion von unseren Lenkzeiten. Und für allem eine Entlastung von unseren jungen Armeedischen von den Nordschichten. Wir fordern mehr Opfangzeit auf den Terminussen, für sich später können zu vertrippeln, einmal können auf die Toilette gehen, wenn dann ein Du ist. Wir fordern die Halle vom erleichterten Dienst mit ihren freien Weekender. Eine garantierte freie Weekend am Mond für alle gute anderen Chauffeuren. Herr Präsident, Herr Direktor, da sind wir euch sicher, dass der Todabsenteismus und Zufriedenheit sich bei den Chauffeuren zum Positiven Wert drehen. Aber nicht danach zu einer korrekten und angepassten Berechnung vom nötigen Fuhrpersonal kommen. Da geht unser Betrieb auch nicht gesund rollen. Kolleginnen und Kollegen, wir fordern heute nicht Unmenschliches oder Unrealistisches. Als Hauptpriorität als OGBL ein Landesverband, als Gesundheit, Sicherheit, Menschenrechte, Lebensqualität und die Sozialgerechtigkeit für alle Menschen. Bravo. Eint ihr wir nämlich nicht vergessen. Auch wir sind immer Menschen. Und ein Arbeit soll und darf nicht krank machen. Wir haben just ein Leben und eine Gesundheit. Und dafür bitten wir euch, als respektvoll, ehrlich und dementsprechend zu behandeln. Auch wir haben eine Familie, Kollegen und Freunde.
die froh sind, als gesund am munter zu gesehen. Und ich betone heute noch einmal ganz klar, dass als Tanker es auch verdient tun, sozial gerecht behandelt zu gehen. Die Politiker, Deputémären und Dienstdirektion, wir machen ihr Propos, den Rest vom Mond dabei auf der Tankstelle zu unterstützen. Selbstverständlich zu den bekannten Konditionen. Wenn dann nach März motiviert das, dürft ihr gerne bis August Buschhofer spielen. Mir denkt dran, wenn ihr mal das Geschäft erledigen müsst, an der eine halbe Stunde zu dir verdient oder bei der Roderscher Schwamm respektiv ob Gere steht, es gibt keine Toilette. Die hat innerhalb von 25 Wochen just 2 Mal Weekends frei. Freitags und Samstags kommt ihr bis Sonntagsmorgens 5 Wochen auf die Notschicht. Am Montags nächst direkt auf eine Freischicht. Und es gibt bis zum 1. August kein Congé. Und denkt dran, kann Familie, Kollegen und Freunde bleiben bis dahin auf der Strecke. Kolleginnen und Kollegen, vielmals merci für eine phänomenale Unterstützung, Soutien, Präsenz und zum Verstehst du mich zu dieser dramatischen Situation TIS. Vive den OGBL Landesverband. Vielmals merci.